Wachtwijzer, welkom zum Programm Wachtwijzer. Wir freuen uns, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Zoals wir vorhin mal gesagt haben, wir wollen dit mal auch wieder über das Thema Krankenheilung reden mit Raphael. Wir haben vorhin mal ganz klar, glaube ich, gelesen, so der Auftrag Jesu, der ist immer nach durch. Und das hat er Gott nach immer rückgebracht. Das ist die Bibel, die sagt das. So, aber von daher wollen wir wieder über das Thema reden. Also ich glaube, das Wort erst am Anfang, wo wir über reden wollen. So, vanochtend wie met mij aan die aanzicht gaan, wo hängt dort Krankenheilen, door met taub dort einer Jünger maken deed, oder dort, ja, oder aus Mission, dort mit Missionsauftrag, wo je hier dort taub, dort die Krankenheilung mit Missionieren, wo schafft dort taub, was von Wirthaft dort, als dort neidig. Ich glaube, einzig von uns ein bisschen so, dort haft sofort mit einer Show angefangen, aber einer mag das zu sagen, graut, dann kommen so sehr viele Menschen taub, und der Mensch, der dort dann das, der nutzt das dann vielleicht ein bisschen aus, und dort heute im Mittelpunkt steht, dann sind wir ein bisschen treten, dort haben dort nur wirklich taub damit zu tun, dort einer missioniert, und dann mit Krankenheilung taub, dann ich glaube, wir sind da sehr schüch damit, wenn wir nicht wollen, dort wir in dem anderen, nein, fallen, oder dort einer an sich, wir sind da eingefallen. So, weiß nicht, Raphael, was hast du da zu sagen? Also, und diese Angst ist was dran. Also, das gibt tatsächlich Missbrauch auf dem Bereich. Und das ist nicht gesund. Aber das ist auch keine Lösung, sozusagen, auf der anderen Seite vom Pier drauf zu fallen. Welche Angst dort driven, dann nicht mit den Wegen. Wenn wir in der Bibel nachchecken, wer dort Jesus missioniert, wer dort Jesus kommen, predigen, in Menschen heulen, immer taub. Ja? Wie würde ich einen ganzen Klampe falsch davon lesen? Ich will einen Vers zitieren, Matthäus 4, Vers 23. Da steht dort, Jesus, der tragt durch Galiläa, der unterrichtet an den Synagogen und verkündigt das Wort Gottes, das Evangelium. Und er heilt alle Kranken und Leidende, also was ja eine Krankheit haben. So, und dort fing wir einmal an, dort wiederholt sich. Jesus dort predigen, heule, predigen. Ein befragt das andere. Ja, wenn man heult, dann waren Menschen neugierig, was da passiert, dann kommen die Horchen, das haben wir was zu sagen haben. Und der Jünger, der beobachtet ihn 3,5 Jahre lang, was der Döne, und dann sagte, ganz zuletzt, in Matthäus 28, nu geht han, und dort da, was ich mit Jüngern getan habe, dort sage ich nu mit anderen Dönen, und dann sagte, leert den zu heulen alles, was ich ihnen befohlen habe. Wenn wir dann mal zurückchecken, was sind die Sachen, was Jesus denen befohlen hat? Das hat, wenn wir dann einmal checken, alle Imperative, alle Befehle, was Jesus an Evangelien und seine Jünger gegeben hat, du hast unter anderem auch, heult der Kranke, weicht der Döde ab. Ja? Und wenn wir den parallel steht in Markus Kapitel 16 lesen, du sagst Jesus, da wat aan dich und an mich glauben waren, dann waren einzige Tekensfolge. Unter anderem, die waren Dämonen getrieben, die waren Kranke, die hängen ableihen, und da war Peter mit denen worden. Und an der Praxis von den Jüngern, können wir dort noch sagen, dass die Kreuze wieder mehr als Jesus. Präge und Heule kommt hoch. Und Römer 15, Vers 19, das ist ein interessanter Vers, wo Paulus trägt auf seine Arbeit, auf einen Teil von seinen Arbeiten, dann sagte, ich habe diese Menschen gewonnen, durch Wort, durch Wunder und durch die Zeichen von Gott, die durch mich, durch die Kraft vom Heiligen Geist passiert sind. Auf diese Art und Weise hat die Botschaft von Christus alle Wege verbreitet. Die Wunder und die Zeichen von Gott, die Heilungen, die wäre ein ganz wichtiger Teil in Paulus seine Arbeit. Deswegen konnte sie so effektiv sein. Jesus schickt seine Jünger ein paar Mal rüber zum Predigen, aber niemals zum Predigen allein. Immer Predigen in Heiligkeit. Wir können Matthäus Kapitel 10 lesen, wir können Lukas Kapitel 10 lesen, wir können Markus Kapitel 16 lesen. Wenn Jesus seine Jünger rüber schickt, dann wird das nicht bloß zum Predigen, dann wird das auch zum Heulen. Von der Nacht sei wie dort ganz besonders ohne Front, du wo Missionare ein Evangelium handbringen, wo das noch nicht vorher wird, du passieren Fehlwunder. Wir haben in China
habe ich sehr viele Berichte von den verfolgten Christen durch. Das ist unglaublich, was Teufel von der vertellen, was da passiert. In Brasilien, in ons Nubaland hier, kommen sehr viele Sachen. Wir haben selbst wir haben ein Ehepaar in unserer Gemeinde, die haben ein Gemeindegründungsprojekt hier angefangen. Die haben am Anfang ein paar ganz interessante Erfahrungen gehabt, wo die für Menschen gebeten haben, was ab da nicht mehr Weide haben, was ab da nicht mehr Jugendblätter rekorden und so. Und was passiert? Dort dreht sich rum und dann kommen andere nächstes Mal und sagen, wie will auch hier, was die zu vertellen haben. Durch den Sinn von den Wunder, dass die dann Menschen dat hungrig waren für das Evangelium. Und ich würde jeden Christ merken, prüf das mal aus. Man, du für 100 Kranken betest, du wird ein zu was passieren. Wenn wir durch den Glauben, wenn wir durch den Faststellen kennen, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, die Kraft von Heiligen Geist wird ewig kommen, um Zeugen zu sein für Jesus. Ohne die Kraft vom Heiligen Geist, wo wir nicht stehen. Ohne die Kraft vom Heiligen Geist, wo wir uns niemals abgegossen haben, um Menschen vom Evangelium anzureden. Hier stehen, wenn wir wirklich glauben, Gott wird bewegen, wenn ich das Evangelium rede, dann sehe ich auch motiviert, das Evangelium wieder zu geben. Das vielleicht zu dieser Frage. Ja, das ist so. Wenn es einer denkt, ich soll das allein tun, dann flott rein und dachte, bei zum Bett, das will ich noch nicht. Ja. Ja, aber was ist dann, Raphael, das heißt, wenn du für 100 bet, ja, und wie glaube du, was war, aber manchmal erst uns du vielleicht dich bei einer Person oder du bist jetzt vor und du betest für die Person, und du passiert aber doch nicht was. Was ist dann damit? Und ich bin mal Teil von einer Gebetskette von einem jungen Mädchen hier in Ascension, was einen schweren Anfall hat und dort wird zwischen Sterben und Leben. Und der Einzige hat eine Gebetskette gemerkt, ich gehe vom Tag vorher bei Tag 6 morgens, war ich nicht verpflichtet, rund am Öl, ja, wo wir für die beten. Ich glaube wirklich, Gott kann das wundertun in das Mädchen heute. Und als ich Tag vorher ankomme, dann verteilt er, was Termin durch wir, dass er all gestorben wird. Und das bringt dann diese Frau ab, ja. Warum, wenn so viele Menschen, die so viel Glauben haben, beten, warum sterben die Menschen trotzdem? Und ich glaube, dass ich 3 Schritte, was wir tun sollen, von der Bibel her, wenn wir für Menschen beten und die waren nicht gesund. Das erste ist, mögliche Ursachen zu identifizieren. Zum Beispiel, das kann sein, dass gewisse Menschen nicht gesund wurden, wenn sie noch unbekannte Sünden in ihr Leben haben. Das bedeutet nicht, dass alle, die krank sind, wenn sie noch Sünden in ihr Leben haben. Das will ich nicht gesagt haben. Aber es gibt immer wieder Bibeltexte, wo dort Sünde bekennen mit Heilung in Verbindung bringen. Zum Beispiel Jakobus Kapitel 5. Ja, wo der Kranke seine Sünde bekennen soll, dann soll vor ihm gebet werden, dann wird er gesund werden. So, wo das nicht passiert, dass Sünde bekennen, da kann dort ein Hindernis werden, was verhindert, dass man gesund wird. Man sagt besonders, die Menschen, die nicht vergeben können. Das ist für ein Hindernis, woran die nicht Heilung kriegen können. Und in dem Moment, wo die andere vergeben können, was dann viel Schlechtes angetan hat, und wo dann gebet wird für Gesundheit, du merkst sich dann manchmal nie der Ruf. Der zweite Schritt, sagen wir mal, die Person hat Sünde bekannt und wir haben für ein Gebet und der wird immer noch nicht gesund. Was soll wir dann tun? Und ich glaube, die biblische Antwort ist, wieder beten. Warum glaube ich das? Wenn sich das in der Bibel sagt, war da halt, zum Beispiel, der Prophet Elia, der bet für ein deutsches Kind. Der leicht sich dann ab, ja, wir kennen die Geschichte, und was passiert? Nichts. Dann bet er noch ein zweites Mal, und ein drittes Mal leicht sich was ab. Wie im dritten Mal ist, fängt an, nie das Leben an dem Jungen zu kommen. Das erste passiert mit dem Prophet Elisa. Ja, auch da bet 3 Mal für ein deutsches Kind, bevor das abweicht. Dann habe ich die interessante Geschichte vom König Hiskia in Jesaja Kapitel 38. Ja, Gott schickt Jesaja, nur Hiskia sagt, du warst gestorben, wenn der wird krank. Und der Hiskia, der sagt, nee Gott, ich will noch nicht sterben, ich will noch länger leben, merk mich bitte gesund. Und dann ändert Gott seine Meinung. Und dann sagt er, okay, ich will die noch mal gesund werden, merken. Und dann kannst du wieder leben.
Wir haben, wenn Jesus über das Gebet lehrt, in Lukas Kapitel 11, in Kapitel 18 vertelt Jesus Geschichte, was klar merken soll, dass wenn wir für was beten, und wie der dort noch nicht kriegen für was wir beten, dass wir nicht kurz abhören sollen. Wir sollen aufgeschämt worden, bet Gott hielt. Lukas Kapitel 11 und 18. Wir haben die Geschichte von Paulus. Paulus hat diesen Dorn an seinem Fleisch. Ja, und Paulus bet einmal, dass Gott am du von frei merken soll. Der bet ein zweites Mal, und ein drittes Mal, und du passiert nichts. Aber der Tatsache, dass er dreimal bet, wies, dass Paulus mit diesem Selbstverständnis ging, ich will nicht für uns abhören, für was zu beten. So, ich glaube, dann kommt der dritte Schritt. Wenn du wiederholt im Gebet, in Sündebekenntnis, in allem nicht abgeben, in wirklich unheilig sein, wenn Menschen nicht gesund wurden. Irgendwann kommt der Moment, wo wir einfach sagen müssen, wie sind mein Verständnis, ich verstehe das nicht, warum eine Person nicht gesund wird, aber Gott sein Verständnis ist viel reicher, das ist viel gerater, und ich will das akzeptieren, in dem Vertrauen, dass Gott besser weiß, was dran ist für mein Leben, als ich selbst will. Wichtig ist übrigens, die Reihenfolge zu beachten. Nicht mit dem Akzeptieren anfangen, wenn es das nicht dort, was ich in der Bibel sage. Ja? Wenn ich krank bin, dann kurz akzeptiere, okay, du meinst, was ich im Leben lehre. Gott will dort wie kämpfen für gewisse Segnungen in uns Leben. Ja? Gott hat dem Volk Israel das Land Kanaan all gegeben, aber der musste dort annehmen, der musste dafür kämpfen, der musste dafür beten. Und so hat Gott manchmal Segnungen von uns rein, was wir uns ein Stück weit kämpfen brauchen. Nicht, wenn es Gott dort von uns braucht, sondern wenn es wir dort selbst brauchen, damit unsere Abhängigkeit von Gott ganz klar ist. Und deswegen, weil die Säune auf die bereit sind, auch eine Zeit lang intensiv für eine Heilung oder für ein Wunder zu beten. Wir finden im Neuen Testament Feuerfälle, wo die Menschen nicht gesund waren. Paulus, da wurde ich auch erwähnt, Epaphroditus in Philippa 2, Vers 24, Timotheus, 1. Timotheus 4, Vers 23, und Trophimus, in 2. Timotheus 4, Vers 20. Feuer steigt, für den Wort Gebet, der wurde nicht gesund. Auf der anderen Seite haben wir Klampis Menschen, die gesund wurden. So, wenn wir dort eine Balance nicht leiden, dann soll wir von der Bibel her viel mehr werden gesund, als solche, die wirklich krank bleiben. Wenn wir über das Thema reden, dann kommt doch immer wieder diese Frage bei Menschen, das habe ich eine Geschichte sein, dass sie sagen, okay, dann, Jesus macht mich gesund, dann brauche ich nicht zum Doktor gehen. Und ich glaube, wir haben so viel sein, weil Jesus gesund gemerkt hat und was er verwundert hat und was ganz biblisch ist, was du erklärt hast. Was sitzt du dort einmal da? Ja, ich glaube, das ist eine ganz kurze Antwort. Ich sage keinen Widerspruch zwischen einen großen Glauben an Gott und an die Kraft vom Gebet und an der Intelligenz, was Gott uns gegeben hat. In Doktors, die das studiert haben, die Medizin einfach einzusetzen, damit wir davon profitieren. So, ich glaube, auf keinen Fall ein großer Glaube an Gott ersetzt nicht den Eingriff der Arbeit von Doktors. Vielmehr sage ich euch die ganze Bibel, an diesem Thema und an anderen Themen, Gott erwartet, dass wir dort tun, was wir nicht kennen, und das, was wir nicht kennen, da leiden wir uns vertrauen einfach auf Gott, dass er uns den Segen gibt, in dem Sinne, glaube ich, können die beiden Sorgen harmonisieren miteinander. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant für mich und auch jetzt wie diese Bestätigung, ja, dass es richtig ist. Und ich sage mal, manchmal, das wird am Anfang jetzt gelernt, dass Menschen vielleicht zu sagen, manchmal von einer Show gemerkt haben. Mir gefällt das, wie man noch nicht hört, das ist einfach, brauchst du Gebet, brauchst du Heilung, brauchst du, fehlt dir etwas, was du hängen hast in der Stuhl, nur Gottesdienst, du sei willkommen, daheim zu kommen. So, dann praktiziere die heute das Gebet, die praktiziere dort, dass die hängen bleiben ab den Menschen. Aber das ist nicht fair für alle Menschen, sondern komm du an. Nächstes Mal, aber wenn wir die Geschichte von Jesus sehen, das scheint meistens das, während er jengt und predigt, hier ist der Not, hier betet er an, und dann passiert was, nicht? Und jetzt wie das mitnehmen an uns, dass wir einfach bereit sind dafür. Wenn du eine Not hast, dann wollen wir dafür beten. Wir brauchen aber nicht nur losgehen, nur weil ich mal krank gehen, sondern wir gehen los, dass Jesus sein Evangelium wird gepredigt. Und das ist jetzt, das ist nicht die
Dus ik verstehe nicht, Jesus will, dass uns das gut geht. Und die will, dass uns dass wir gleich sind. Aber das geht nicht nur Nummer 1 plus am Wunder, sondern dass seine Botschaft, seine radende Botschaft wieder geht. Und da kommen Wunder einfach dabei, ne? Gut, Raphael, vielmals Dankeschön für deine Zeit und für deine Wert und dass du uns gebracht hast. Dankeschön, dass du dabei warst. Dann nächstes Mal mit dem Programm Wachwieser.